Hättet ihr gewusst, dass die Schweiz eine billige Kopie ist? Ich mal nicht. Unser ganzes politisches System haben wir scheinbar einfach abgeschillt. Und zwar bei den Amis. Das weiss auch fast niemand. Ausser die regelmässig hier bei mir reinschauen. Ciao zusammen, von unten hier. Herzlich willkommen zum heutigen Beitrag. In diesem Video hat mich interessiert, ob die Schweiz tatsächlich eine amerikanische Erfindung ist. Und falls ja, ob wir wenigstens ein paar eigene Ideen beigesteuert haben. Darum dranbleiben bis zum Schluss. Ihr habt ja eventuell mitbekommen, dass die USA jetzt gerade ihr 250-Jahr-Jubiläum gefeiert hat. In diesem Zusammenhang bin ich über etwas Spannendes gestossen. Und zwar, dass die Schweiz eigentlich ein Abklatsch vom amerikanischen System sei. Zuerst müssen wir aber wegen einer Sache klären. Sonst reden wir nebeneinander durch. In der Schweiz an und für sich gibt es schon ein Kerli. Die alte Eidgenossenschaft gibt es seit 1291. Das wissen wir noch von der Schule nachher. Das war dann ein loser Bund von ein paar Ortschaften und Kantonen, gegründet von Uri, Schweiz und Unterwalden. Dann zumal hat es auch keine gemeinsame Verfassung gegeben, keine starke zentrale Regierung. Jeder war mehr oder weniger noch für sich. Und diese alte Eidgenossenschaft ist etwa 500 Jahre älter als die USA. Aber es gibt eben noch eine zweite Schweiz. Die moderne Schweiz. Die mit einer Verfassung, mit einem Bundesrat, mit einem Parlament. Und die gibt es erst seit, wisst ihr es noch? Genau, seit 1848. Das heisst, als die heutige Schweiz aufgebaut wurde, hat es die USA schon über 60 Jahre lang gegeben. Die hatten dann auch schon eine fertige Verfassung mit 2 Parlamentskammern und konnten das ausprobieren. Schauen wir zuerst bei den Amis kurz ein bisschen genauer her. Schon im 1787 haben die USA ihre Verfassung aufgestellt. Also das Fundament, auf dem Amerika bis heute steht. Dann zumal hat es die Schweiz, wie gesagt, nur als losen Staatenbund gegeben. Und trotzdem spielt die Schweiz schon eine Rolle. Einmal als Warnung und einmal als Ideengeberin. Fangen wir mit der Warnung an. Als die Amerikaner 1787 über ihre neue Verfassung gekehrt haben, taucht die alte Eidgenossenschaft in dieser Debatte auf. 2 der wichtigsten Köpfe hinter der US-Verfassung, der James Madison und der Alexander Hamilton, schreiben dazu eine Reihe von berühmten Texten, die sogenannten Federalist Papers. Im Text Nummer 19 kommen die losen Staatenbünde von Europa vor, auch die Schweiz. Und das Urteil von Madison und Hamilton über die alte Eidgenossenschaft ist ziemlich nüchtern. Die haben kein gemeinsames Geld, keine gemeinsame Armee, kein gemeinsames Gericht. Und zusammengehalten wird das Ganze vor allem durch die Angst vor den Nachbarn und durch die eigene Schwäche. Dazu gäbe es auch noch ein Gestürm zwischen den Kantonen. Die Botschaft von Madison und Hamilton ist klar. So ein loser Bund funktioniert nicht. Genau so wollen sie es darum nicht machen. Und trotzdem haben aber ein paar wenige Schweizer bei den Amerikanern einen grossen Einfluss gehabt. Weil die amerikanischen Gründerväter sollen unter anderem auch Schweizer Bücher gelesen haben, vor allem von 2 Schweizer Autoren. Der erste, Aimé de Wattel, ein Mann aus Neuenburg. Er schreibt 1758 ein Buch darüber, welche Regeln zwischen Staaten am besten gelten sollten. Seine Schriften haben die amerikanischen Gründer stark geprägt. Dazu gibt es sogar eine Anekdote. Der George Washington, der erste US-Präsident, soll sich Wattels Buch aus einer Bibliothek in New York ausgelehnt haben. Und hat es dann aber nie mehr zurückgebracht. Erst im 2010 hat man das zurückgebracht, 221 Jahre später. Die Bibliothek hat aber auf die Leihgebühr verzichtet. Die wären doch mittlerweile $300.000 hoch gewesen. Item. Der zweite Name, den ich darauf gestossen bin, ist der Jean-Jacques Burlamaqui. Ich hoffe, man sagt es ja so. Ein Rechtsgelehrter aus Genf. Seine Gedanken zum Naturrecht, also zur Frage, welche Rechte der Mensch von Natur aus hat, sollen bis in die amerikanische Unabhängigkeitserklärung eingeflossen sein.
Zusammengefasst könnte man also sagen, die Amerikaner haben den Schweizer Staatenbund als abschreckendes Beispiel angeschaut, aber doch ein paar gescheite Schweizer Bücher als Ideengeber gebraucht. In der Schweiz kümmert man sich im 1787 nicht gross um die neue Verfassung der USA. Das ändert sich aber auf einen Schlag, 60 Jahre später, im 1847. Weil im 1847 hat es in der Schweiz einen Bürgerkrieg gegeben, der Sonderbundskrieg. 7 katholisch-konservative Kantone gegen alle anderen. Die Sieger um General Dufour stehen nachher vor einer verzwickten Aufgabe. Sie müssen aus einem alten, losen Bund endlich einen richtigen Staat machen. Das Problem war, wie bringt man die alle zusammen? Eine starke nationale Regierung und trotzdem eigenständige Kantone. Und vor allem, wie behandelt man grosse und kleine Kantone fair? Zürich hat viele Einwohner, Uri hat wenig. Wer überkommt, wie viel zu sagen? Und hier kommt scheint wieder ein Buch ins Spiel. Ein Buch, das die amerikanische Lösung beschreibt. Und wieder hat es ein Schweizer geschrieben. Nämlich der Ignaz Paul Vital Troxler. Arzt und Philosoph aus dem luzernischen Beromünster. Auf Neujahr 1848 veröffentlicht er eine Schrift mit dem sperrigen Titel «Die Verfassung der Vereinigten Staaten Nordamerikas als Musterbild der schweizerischen Bundesreform». Schau zusammen. Und laut dem Publizisten Rolf Hollenstein passiert zuerst rein gar nichts. Die Schrift wird zwar herumgeregt, aber sie zündet nicht. Bis der Melchior Diethelm, ein liberaler Katholik aus dem Kanton Schweiz, die amerikanische Idee aus Troxlers Buch in die 23-köpfige Verfassungskommission bringt. Zuerst stösst das aber eher auf Ablehnung. Das Zweikammersystem ist vielen zu teuer, zu kompliziert und darum unschweizerisch. Aber in einer einzigen intensiven Nacht hat sich die Stimmung gedreht. Weil die Amerikaner haben nämlich in ihrer Verfassung genau das Schweizer Problem gelöst. Wie bringt man grosse und kleine Kantone unter einen Hut? Die Amerikaner haben das 1787 so gemacht. Eine Kammer nach Einwohnerzahl, dort haben die Grossen mehr zu sagen. Und eine zweite Kammer, wo jeder Mitgliedstaat gleich viel Gewicht hat. Dort drin sind dann auch die Kleinen gleich stark. Am 23. März 1848 stimmt die Kommission ab. 18:5 Stimmen für das amerikanische Zweikammersystem. Die Schweiz übernimmt also genau das Muster für das neue Parlament. Der Nationalrat, das ist die Kammer nach Einwohnerzahl, wie das amerikanische Repräsentantenhaus. Und der Ständerat, das ist die Kammer, wo jeder Kanton gleich viele Vertreter drin hat, wie der amerikanische Senat. Das habe ich extrem spannend gefunden. Dann hat es mich noch interessiert, ob die dann zumal alles einfach abgeschrieben haben. Oder gibt es auch typisch Schweizerisches? Genau das noch als Nächstes. Ich bin auf 2 Stellen gestossen, wo die Schweiz bewusst anders gebaut hat als die USA. Erstens die Regierung. Die Amerikaner setzen an der Spitze eine einzige Person, der Präsident. Der hat viel Macht und er wird mehr oder weniger direkt vom Volk bestimmt. Die Schweiz macht genau das nicht. Statt einer mächtigen Person an der Spitze gibt es 7 davon. Der Bundesrat. 7 gleichberechtigte Gringe. Und der Bundespräsident, der wechselt jedes Jahr und ist nur der Erste unter Gleichen. Die Schweiz hat die Macht an der Spitze also bewusst verteilt, statt sie zu bündeln. Keine einzelne starke Person, sondern ein Gremium. Zweitens, in der ersten Verfassungsversion von 1848 ist die neue Schweiz noch keine direkte Demokratie. Wie in Amerika wählt das Volk das Parlament. Und dann entscheidet nur noch das Parlament. Direkte Volksentscheid wie Initiative und Referendum gibt es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Aber später bessert die Schweiz nach und geht einen anderen Weg als damals. 1874 kommt das fakultative Referendum via Volksabstimmung. Das Parlament hat
dazu eine revidierte Verfassung ausgearbeitet. Ab diesem Zeitpunkt kann das Volk ein vom Parlament beschlossenes Gesetz vor das Volk bringen via Referendum. Das ist praktisch gesehen eine Bremse von außen. 1891 kommt die Volksinitiative. Damit kann das Volk selber etwas vorschlagen und zur Abstimmung bringen. Praktisch ein Gaspedal von außen. Konkret bedeutet das, das Schweizer Volk wählt nicht nur seine Vertreter, sondern es kann bei Unzufriedenheit direkt selber eingreifen. Und die USA. Auf Bundesebene gibt es das bis heute nicht. Kein landesweites Referendum, keine landesweite Initiative. Die sogenannte direkte Demokratie fehlt in Amerika komplett. Also, die Schweiz hat zwar abgeschrieben, aber nicht blindlings. Bei der Regierung haben sie Macht verteilt, statt zu bündeln. Und bei der Demokratie ist sie weitergegangen als ihr Vorbild. So, Deli. Und dann noch, wie ging zum Schluss meine ehrliche Meinung zum Thema. Aber zuerst noch ganz kurz. Merci vielmals an alle, die mich mit dieser Spende unterstützen. Weil ohne eure Unterstützung könnte ich schlichtweg nicht alle Wochen mit einer neuen Recherche einfräsen. Darum nochmal herzlichen Dank an alle Unterstützer. Ihr findet die Spendeninfos unter www.vogunden.ch oder auch im Beschreibungstext von jedem Video. Aber jetzt zu meinem Kommentar. Was mir an der Schweizer Verfassung imponiert, ist genau das, was wir nicht von den Amerikanern abgeschaut haben: die direkte Demokratie. In den meisten Ländern entscheidet die Regierung, ob das Volk abstimmen darf. In der Schweiz kann das Volk die Abstimmung selber erzwingen. Auch gegen Willen der Regierung. Das hat sonst fast niemand auf der Welt. Das hat dazu geführt, dass seit 1848 das Schweizer Stimmvolk auf Bundesebene in über 225 Initiativen abgestimmt hat. Das bedeutet, das Instrument wird intensiv genutzt, aber die direkte Demokratie verursacht trotzdem kein Krüsimüsi. Weil nur 23 Initiativen sind seit der Einführung des Initiativrechts im 1891 angenommen worden. Wir sind flächenmässig keine grosse Nation. Aber beim Mitbestimmen hat uns die Welt bis heute nicht eingeholt. Et voilà! Dann würde ich sagen, das war es wieder mal vom ehemaligen Badmeister. Also, merci fürs Einschauen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich hoffe, ihr seid auch wieder dabei. Ich freue mich. Tschüss!